Heute ein weihnachtliches Special. Die Geschichte des Liedes Stille Nacht und der Gedächtniskapelle in Oberndorf. Von und mit Matthias Helzel, alias der Burgenmeister. Die Weihnachtszeit wäre ohne Musik kaum vorstellbar. Und eines der bekanntesten Lieder, das die Herzen weltweit berührt, ist Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht, eine Einführung. Das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht ist eines der populärsten und kulturell bedeutsamsten Weihnachtslieder der Welt. Es wurde erstmals am 24. Dezember 1818 in der Kirche St. Nicola in Oberndorf bei Salzburg aufgeführt. Der Text stammte von dem Hilfspfarrer Josef Mohr, während die Melodie von dem Lehrer und Organisten Franz Xaver Gruber komponiert wurde. Hier sehen wir links Franz Xaver Gruber und rechts den Vikar Josef Mohr. Die Erstaufführung war ungewöhnlich, da sie mit Gitarrenbegleitung stattfand. Angeblich, weil die Orgel der Kirche beschädigt war. Heute erinnert die Stille Nacht-Kapelle in Oberndorf an diesen Moment der Musikgeschichte. Seit seiner Entstehung wurde das Lied in mehr als 320 Sprachen und Dialekten übersetzt, wodurch es einen globalen kulturellen Einfluss erlangte. Die UNESCO hat es 2011 als immaterielles Kulturerbe Österreichs anerkannt. Von den 6 Originalstrophen des Liedes werden international meist die erste, zweite und 6. Strophe gesungen. Inhaltlich vermittelt das Lied eine Botschaft von Frieden, Glaube und Besinnlichkeit, die besonders zur Weihnachtszeit Menschen auf der ganzen Welt berührt. Das Lied gilt heute als Sinnbild des deutschen Weihnachtsbrauchtums und hat eine besondere Rolle in der Liturgie und der weltlichen Feierkultur rund um Weihnachten. Die Stille Nacht-Kapelle in Oberndorf, ein Erinnerungsort des Weihnachtsliedes. Die Stille Nacht-Kapelle in Oberndorf bei Salzburg ist ein denkmalgeschütztes Gotteshaus, das dem berühmten Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht sowie seinen Schöpfern Josef Mohr und Franz Xaver Gruber gewidmet ist. Sie steht an der Stelle der ehemaligen Nikolauskirche, in der das Lied am 24. Dezember 1818 erstmals aufgeführt wurde. Historische Hintergründe. Die ursprüngliche Nikolauskirche, eine dem heiligen Nikolaus geweihte Kirche, existierte seit dem 12. Jahrhundert. Nach einem verheerenden Brand im Jahr 1757 wurde sie in den 1770er Jahren durch einen neuen Bau ersetzt, der schließlich wegen Hochwasserschäden abgerissen werden musste. Noch vor dem vollständigen Abbruch der alten Nikolauskirche plante man, den Turm in eine Gedenkstätte umzuwandeln. Diese Idee wurde jedoch zugunsten eines neuen Kapellenbaus verworfen. Hier nun ein Blick auf das alte Oberndorf mit der ehemaligen Nikolauskirche. Bau der Stille Nacht-Kapelle. Der Bau der Kapelle begann 1924, motiviert durch das 100-jährige Jubiläum des Weihnachtsliedes und die schwierige Nachkriegszeit. Das oktagonförmige Bauwerk mit Glockenhelm und Laterne wurde auf den Überresten der alten Nikolauskirche errichtet und 1936 fertiggestellt. Die Kapelle symbolisiert den Frieden und die Hoffnung, die mit dem Lied verbunden sind. Hier nun links der Grundriss der Kapelle und rechts das Plakat zum 100-jährigen Jubiläum. Bedeutung. Die Stille Nacht-Kapelle ist ein Ort des Gedenkens und der Besinnung, der jährlich tausende Besucher aus aller Welt anzieht. Sie steht nicht nur für die Entstehungsgeschichte eines der bekanntesten Weihnachtslieder, sondern auch für dessen universelle Botschaft von Frieden und Menschlichkeit. Hier ein Blick in das Innere der Kapelle mit dem sogenannten Hutterer-Altar, sowie links und rechts die beiden Glasmalereien mit den Bildnissen der beiden Komponisten. Jetzt hören wir uns das Lied Stille Nacht, Heilige Nacht an. Für alle, die mitsingen möchten, keine Sorge, der Liedtext liegt bereit. Mit voller Inbrunst die ersten Zeilen los mitsummen und schon zaubern wir den Geist der Weihnacht in den Raum. Also Stimmen geölt, tief durchatmen und los geht's.
Ich wünsche allen eine wunderschöne und besinnliche Weihnachtszeit. Ein herzliches Dankeschön an euch, dass ihr so fleißig meine Videos schaut, geliked und unterstützt habt. Ihr macht diese Reise in die Geschichte zu etwas ganz Besonderem. Auch einen herzlichen Dank an alle, die die Geschichte lebendig halten. Lasst uns gemeinsam die Feiertage genießen. Bleibt gesund, fröhlich und neugierig auf alles, was das neue Jahr bringen wird. Euer Matthias Helzel alias der Burgenmeister.